Neuer Part, neues Glück, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword in HD und wir machen uns auf... ist noch eine Sidequest? Wo ist sie bloß hin? Ich wollte bloß mit der Story weitermachen, was ist jetzt plötzlich los? Was passiert? Oh, was mach ich nur? What happened? Ach Michael, hast du kurz Zeit mir zuzuhören? Danke. Es ist so, mein Schwesterchen hat einen Ausflug gemacht und ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Sie ist schon so lange weg, als habe ich sie gesucht, aber keine Spur von ihr. Wenn nun etwas passiert ist, ich mache mir solche Sorgen. Ich bin doch ihr großer Bruder. Michael, kannst vielleicht nach ihr suchen. Sie hat gesagt, dass eine bunte, runde Insel sie interessiert. Also ist sie wohl nach Südwesten geflogen. Hä? Wo das letzte Mal dort war, hieß es, es sei noch zu früh. Ich verlasse mich auf dich, Michael. Hä? Moment. Ah, ihr seht es natürlich nicht. Moment. Da kann ich hier... Ne, raus kann ich noch nicht zoomen. Scheiße. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Eigentlich wollte ich jetzt ins Gebiet Ranel. Also spiele ich in die Wüste. Was ist denn jetzt schon los? Südwesten. Ja, die bunte Insel. Das wird nicht sein, da muss sowieso hin. Also ist hier die Roulette-Insel. Aber dort waren wir vor etwa 2-3 Folgen. Und da hieß es, ja, so früh, komm bitte später vorbei. Rettungstruppe, auf sie! Also kommen wir langsam vor, ey. Eigentlich stehen die nur zur Rettung. So. So, da bin ich. Hä? Da ging noch ein bisschen zu früh. Bunte Insel im Südwesten. Von hier aus. Westen, Süden, Südwesten. Ist eine andere bunte Insel hier? Die Insel ist doch bunt. WTF? Ah, ich wollte eigentlich gerade die untere Plattform. Ich dachte, vielleicht ist sie irgendwo da unten. Meine erste Truhe, aber die kann ich ja später öffnen. Hä? Wo ist die alte? Vor allem, ich hab gerade, weiß auch nicht, irgendwie macht mein Hirn gerade einen Blackout oder so, weil ich habe gerade keine Ahnung mehr, worum es überhaupt geht. Eine bunte Insel kann ich mich null erinnern. Das sind doch bloß irgendwelche Klumpen, ne? Kann gar nichts machen bei denen. Nee, ich nichts sehen. Ich nur verwirrt. Das ist doch Südwesten. Will ihr mich jetzt gerade verarschen oder was? Ja, hier ist wieder so eine Insel, aber da ist nichts. Oder vielleicht doch? Was passiert? Wenn das nicht Michael ist, gut, dass du hier bist. Mein Vogelgrätzer bei uns im Ausflug verletzt und kann nicht mehr fliegen. Irgendwie kommen wir hier zur Not landen, aber jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Ich kann allerdings sowieso nicht weg hier, bevor ich eine Verletzung versorgt habe. Dafür brauche ich Medizin. So keine für Menschen, sondern für spezielle Vogelmedizin. Ja. Wir müssen Lebensretter, danke. Mein Bruder geht zu ihm. Bestimmt hat er sich schon so lange an dem Dorfplatz logen als auf mich.
Das macht die Sache einfacher. Mein Vogel, wir warten hier. Verlass uns auf dich. Ah, hier ist die U-Bahn, wenn sie unterwegs ist, hierhin. Das dann heißt, aha. Sie wollte zwar auf die bunte Insel, ist aber irgendwie hier abgestürzt oder so, keine Ahnung. Also natürlich aber eine Ahnung, er hat jetzt gesagt, ich meine, das war halt so die Idee dahinter. Also. Vogelmedizin. Ich hoffe, das ist der Zeitpunkt, an dem wir bereits die 3. Flasche im Spiel erhalten. Weil das würde mich persönlich freuen. Schön, dass man ab und zu noch andere hier sieht, die rumfliegen sind. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist irgendwie so eine Art, naja, Vogelnest. Wo man sieht, wo unsere Vögel überhaupt herkommen. So was fehlt mir irgendwie. Weil wenn die wohl irgendwo gezüchtet, gebrütet, die hat irgendwo ein Nest, wie auch immer. Bring mir schnell das hier. Diese Pilzspuren sollen ihrem Vogel helfen. Oh, so viele Items, das haben wir alles dabei. 2 Schilde mit der Bombentasche, 2 Flaschen mit Feen, die Schatzmedaille, würde ich eigentlich gerne alles brauchen. Scheiße, ich habe zu wenig Kohle, um bei Terry noch eine weitere Tasche zu kaufen. Okay. Wäre die Frage, ob doch mal ein Eisenschild ablegen soll. Aber sag mal, wir sollen das Itemlager nutzen. Jo. Ei, ei. Wo ist mein Cursor? Ich frage, ob er generell 3 Flaschen braucht auf den Ausflug nach Ranel. Ja, ich weiß natürlich jetzt, wir gehen ja Richtung Wüste und hieß das schon, ne, Elektrogegner und so. Da wäre natürlich ein Eisenschild nicht so praktisch. Es wird sicher noch andere Gegnertypen doch geben. Sehr schön. Kannst du behalten. Dankeschön. Okay. Ja, Skyward Sword ist auch so ein Spiel, wo man relativ früh schon 3 Flaschen hat, weil Flaschen sind bei Zelda-Spielen ja immer ein begehrtes Gut, weil es da relativ selten sind und eine bestimmte Anzahl. Also es gibt ja auch nur 3 oder 4, glaube ich. 4. Selten 5, sehr selten. In der Regel 4 ist so die Obergrenze. Aber hier gibt es nur 4. Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, Pilzsporen, so ein Glück, du hast sie mitgebracht. Jo. Danke, damit kann ich meinen Vogel versorgen. Also dem gleich besser gehen. Das freut mich. Ein Wolkenvogel, ja ja. Du hast nicht das Patsche geholfen. 5 Juwel der Güte, sehr schön. Ja, 10, jetzt kann ich eigentlich schon wieder zu ihm gehen, zum alten Knacker, zum Dämon. Was Neues abzuholen, aber müssen wir wieder nachmachen und so, mit der Tag und nee, komm. Wir gehen trotzdem mal zurück, weil jetzt haben wir eine leere Flasche und eine leere Flasche ist irgendwie unpraktisch. Obwohl, vielleicht kann ich sie irgendwie in Ranel noch füllen. Nee, komm. Wird sicher wieder so eine Einöde sein. Wo es noch nicht so viel gibt. Da wir eh schon 2 Feen dabei haben. So. Genau, 3 Flaschen haben wir. Ja, die Bombentasche, da wäre auch eine Option, die wegzulegen. Wobei ich 20 Bomben gar nicht mal so schlecht finde. Also insofern. Doch eher weniger, aber 10 Bomben sind halt doch relativ schnell weg. Haben wir ein bisschen Angst. So, nehmen wir einen anderen Trank mit. Komm, Ausdauertrank? Nee, da ist ein Herztrank? Nee.
Mit dem blauen jetzt hier. Immer noch? Dauert aber lange bei dir. Ne, war mal ganz kurz. Ja, muss erst ganz kurz gucken, was sonst noch alles hast. Alles etwas teuer. Ja, etwas sehr teuer. Da kommt nämlich hier. Wenn ich schon kein Eisenschild mitnehmen kann. So, Schild reparieren, plus 4 Herzen generieren, klingt nicht schlecht. Diomed könnte mir ja den Trank verfeinern. Die Frage ist, wie waren das schon wieder? Die Schildanzeige vollständig auf und stellt 8 Herzen daher. Ja, ich brauche eine Dekubine noch. Okay. Später, Kumpel, später. So. Jetzt aber, Freunde. Ja, genug davon. Die ganze Sidequesterei. Ne, ist irgendwie auch cool und eben, dass wir jetzt schon 3 Flaschen haben. Und trotz allem kann man schon sagen, dass das Wichtigste schon mal gemacht haben nach dem Wolkenhort. Eben auch das mit dem Dämon zum Beispiel, dass wir schon mal die Juwelen der Güte bekommen und so. Nochmal was? Danke, Mann. Ah, von dem gibt es auch noch welche, okay. 15! Da freut sich der alte Knacker. Der Dämon. Aber ja, dazu später mehr. Jetzt erstmal ab nach Ranel. Irgendwie vielleicht eine andere Seite mal ausrüsten. So. Und zwar ganz schnell, mein kaminroter Wolkenvogel. Mein Rival in Rot. Ja, passt. Ab in die Wüste. Gebieter Michael, ich habe dir zu berichten. Wir sind nun in der Ranel-Mine angekommen. Die Ranel-Mine. Seit Jahrhunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Ich schätze, dass Zelda bereits hergekommen und vorausgeeilt ist. Das schätze ich auch. Wir werden mal gucken, wo genau sie ist. Ja. Hier war es so ein Insekt. Es muss relativ nahe sein und doch weit genug weg, dass ich noch gar nicht kriege. Schade. Dann schnell dahin. Ah, Mist. Soll das schneller sein oder was? Dieser Roboter scheint schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Der will sagen, ich habe keine Batterie mehr. So. Kann man schon mal gespannt sein, was uns hier in der Wüste alles erwarten wird.
welche Geheimnisse offenbart werden. Und wie wir an diese Truhe da oben kommen. So. Na, das auch mal. Dann gibt es einen langen, langen Weg. Irgendwo da vorne also. Oh nö, da geht er später. Scheiße, okay. Das Ding für später. Die Insekten, ey. Aber es klingt tatsächlich irgendwie ein Soundfehler im Spiel. Das ist total nervig. Die Frage ist, ob hier hinten wieder zurückgekommen ist. Nee, der ist weg, schade. Ist auf vielleicht irgendwo da oben. Ja. Okay, normale Fledermäuse, keine Elektro. Hätte ja sein können. Was soll das jetzt? Schau mal, ist das ein WLAN-Symbol da drauf oder täusche ich mich jetzt? Ja, so geht es natürlich auch. Nein, nicht zu weit rollen, Kumpel. Ah, Mist. Ich wollte es eigentlich hier haben. So. Wow! Ey, Elektroschleime. Ja. Dann natürlich irgendwie mit dem Schild auch ein bisschen doof dann. Trotzdem verstehe ich nicht, wieso ich jetzt den überhaupt runterschmeiße. Aha, warte mal. Zum Ziehen natürlich. Also Vorsicht, Elektroschleime. Auch wenn unser Holzschild keinen Strom leitet, der Rest unserer Ausrüstung kann es durchaus. Schade, da wäre schneller. Da ist wieder ein Fufi. Wenn das mal nicht ein Schicke-Auge darstellen solle. Feierst was zu berichten? Dann berichte. Krasse Scheiße. Hallo, du? Wo kommst du denn her? Wir sammeln eher die Steine der Zeit. Die tragen wir zum Granell-Steinwerk. Die Steine sind gefährlich und nichts für Menschen. Rühr sie nicht an. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Ja, wenn wir in der Zeit zurückgewandert sind, zurück, ist es logisch, dass wir in der Vergangenheit sind. So einige hundert, vielleicht sogar Jahrtausende. Die Lore ist für die Steine der Zeit gedacht. Menschen haben nichts da drin verloren. Verzieh dich. Bzzz. Schnauze. Sehr unhöflich von dir. Ah, Herzen. Herzblumen gab es damals auch schon.
Und ein paar Rubies. Hä? Achso. Dann eine Äonenblume erhalten. Das ist schon irgendwie ein Feind, der gleich rausklettern würde. Ja, einen Fufi kann man eigentlich noch holen, wa? Das ist dasselbe. Was machst du hier? Hier muss die Lore durch. Geh aus dem Weg. Bzzz. Quatsch uns nicht von der Seite an. Du störst uns bei der Arbeit. Mensch. Mensch, Mensch. Sind ziemlich stabil. So. Da muss die Lore durch. Ja, und wieso schiebt man sie nicht einfach durch? Vor allem, hier haben wir noch eine Lore, die könnte man ja theoretisch holen gehen. Also offenbar so ein krasser Shika-Stein ist, der die Zeit zurückdrehen kann. Genau, das soll jetzt so wieder funktionieren, sobald alles im Umkreis ist. Die antike Technologie der Shikas, die ja in Breath of the Wild erwähnt wurde. Ist das hier vielleicht der Ursprung davon, von allem, was sie nachher gemacht haben? Die Frage natürlich, warum ging es über die Jahrhunderte und so wieder verloren? Und dann dachte man sich, ja, jetzt müssen wir wieder ausgraben und so. Ja, mit alles wegen Ganon, wa? Denken wir jetzt mal so. Hey Kumpel! Du willst hier arbeiten? Dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. Bzzz. Das ist keine komische Kappe. Das muss so. Ist aber irgendwie nichts drin. Ein Stahl haben wir ja praktisch, damit ich nicht ständig die Bomben verschwenden muss. In letzter Zeit greifen uns komische Kerle an. Wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Die machen uns fertig. Bzzz. Komische Kerle? Rote Kerle? Ja, die gab es damals wohl auch schon, ne? So dieselben. So. Gehen wir da rein und zurück. Sehr schön. Die andere Dinge, die da hinten war. Ne, ganz am Anfang, cool. Hat es noch nicht resettet. Sehr, sehr geil. Ich würde vorhin mal sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zusehen in dieser Folge zu The Legend of Zelda Breath of the Wild, sage ich schon. Skyward Sword, Mensch. Ja, antike Shika-Technologie und so, irgendwie alles ein bisschen verwirrend. Aber wer weiß, ob dann wirklich so ein bisschen angeteasert wurde und die Gerüchte auch stimmen, dass in Breath of the Wild 2 als ein Nachfolger, dass es auch mehr um die Vergangenheit, die Connection zu Skyward Sword gehen soll. Wenn natürlich vor allem krassen Sachen um den Todbringer und so geht und man irgendwie den wieder auferstehen lassen würde und so, beziehungsweise zurückholen. Gut, das ist ein anderes Thema. So wie hier, wa? Wieder auferstehen würde, so wie hier. Ne, bitte nicht. Das wäre ein bisschen doof. Aber alles zu dem und dem Dämonenkönig und alles weiter und so fort sehen wir noch nicht in der nächsten Folge. Das glaube ich eher weniger, aber in naher Zukunft bestimmt. Obwohl, wenn wir jetzt hier in der Vergangenheit sind, in ferner Zukunft, wa? Jetzt wäre es in naher Zukunft. Nein! Ah! Der falsche Knopf. So. Wir sind in ferner Zukunft. So schnell kann es gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.